Ein Dorf wie aus dem Bilderbuch. Oberammergau in der Früh. Neustadt und wenig Leute sind unterwegs. Aber ich werde gleich einmal begrüßt und das ziemlich stürmisch. Grüß Gott. Oh, Danny, was? Ah! Mein erstes Ziel ist die Künstlerwerkstatt vom Christian Meier. Der wird schauen, wenn ich ganz unvermittelt reinschneide. Servus. Ja. Hoi. Grüß dich. Grüß euch. Was machst du da? Ja, was ich mache, ich besuche dich. Ja, das ist ja überraschend. Schon, oder? Du Wahnsinn. Da rechnest nichts an den schönen Tag und dann Und schon wird's noch besser. Ja, genau. Geht's dir dabei? Ja, gut geht's. Und wie geht's dir? Ja, du blendend. Blendend. Alles gut. Weder gut, gesund bin ich. Schön. Alles läuft. Ja, wunderbar. Kann nicht besser sein. Das ist gut. Sag mal her, was machst du denn alles? Der Christian Meier hat die unglaublichsten Ideen und Ostern macht ihn erst recht kreativ. Obwohl es ein Wachtelohr sind, kommen Hosen raus, aber das macht nichts. Das ist ja nett. Die sind gerade frisch geschlupft, die Frisch zwei geschlupft Hosen. praktisch, genau. Also Zwillinge. Da. Und das aus dem Wachtelohr. Sehr nett und freut sich. Ja, sehr nett. Oder sowas, das ist jetzt praktisch Mei. ein Verehrer am Fenster. Oh, Frühling wird's. Gott sei Dank. Der Häserich geht zum Fenster. Ja, wenn die Frühlingsgefühl. Du weißt schon, was ich meine, praktisch. Also Man schau dir das an und der Vogel da oben, also so nett. Das sind jetzt so kleine Aha. Details, die da beim Arbeiten einfallen. Weil das ist bei mir, ich mache da nicht große Skizzen vorher. Das ist jetzt einmal eine umdrehte Welt, geht der Hase und der Jäger. Der Hase und der Jager, sehr gut. Okay, entwaffnet und. Und das sind alles Klupperl? Das sind alles die alten Klupper, genau. Die schauen ja so aus, die großen. So schauen die ursprünglich aus. Aha, genau. Und die kleinen mache ich halt praktisch selber. Ja. Aber die schauen von der Ausgangsbasis eben genauso aus. Ozapft ist Hosen aus Wäscheklammern und Bier aus dem Wachtelei. Mit viel Liebe und Witz hergestellt die Künstlereien vom Eiertanz unter dem Raben Elvis bis hin zum Münchner Himmel und der fliegenden Hex. Aber der Christian Meier beschäftigt sich auch noch mit ernsteren Themen. Dein Bart ist lang, die Haare wachsen. Bist du beim Passionsspiel dabei? Ja, natürlich. Meine ersten Passion habe ich mit 2 Jahren gespielt. Was machst du jetzt heuer? Du, heuer bin ich bei den Handlern gelandet, die aus dem Tempel verjagt, und einer von den 2 Schächer, die am Kreuz hängen. Boah, das ist ja hart, die Rollen. Das heißt ja wirklich, also, da dort hängen. Ja, ich denke mal, wie gesagt, Aber ich das bin noch geht nicht so ja oft gleich machen, umgekehrt. oder? Du hängst schon da ungefähr eine halbe Stunde so. Und irgendwann bist du halt dann tot. Also darfst du dich auch nicht mehr rühren. Da tut einem doch dann alles weh, oder? Weißt du, das ist ja so, wenn du da so hängst, dann irgendwann fangen da ja mal an, die Arme ein zum Schlafen. Ja. Und dann kannst du es wieder so machen. Das geht nicht. Das geht nicht. Aha. Jetzt in dieser Zeit, ich meine, es ist ja wirklich fordernd, was darfst du die Leute mitgeben? Oh, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ich probiere es halt über meine Figur, gell, dass ich eine Freude mache. Und das gelingt dem Christian Meier mit seinen pfiffigen Klupperlfiguren auf alle Fälle. Ein Schächer am Kreuz, der Osterhosen gestaltet. Ob alle da im Dorf so ein Doppelleben führen? Das muss ich unbedingt rausfinden. Den nächsten Mo mit Vollbart, der mir über den Weg läuft, red ich an. Ich halte Sie gleich mal auf. Ja. Darf ich Sie was fragen? Bitte. Was haben jetzt Sie für eine Rollen? Volk. Volk? Ja, Aha. Und wie oft haben Sie schon mitgespielt? das ist meine allererste Mal. Zum ersten Mal? Ja, weil ich bin schon seit jetzt 25 Jahren in Oberammergau und darf ich mitspielen. Ah, weil Sie sind gar kein Oberammergauer. Nein, ich bin Italiener. Italiener? Ja, Aha. Und das spielst du zum ersten Mal nicht? erste Mal, ja. Nein. Und sind Sie nervös? Ja, mittlerweile schon. Ich habe plus jetzt letzten Samstag eine Bildaufnahme gehabt Ja. mit der ganzen Volk. Ja. Ohne Brille ist ein bisschen, naja, aber es war schon schön. Und ein Als großes Erfahrung. Erlebnis, oder? Ja, als Erfahrung, deswegen wollte ich probieren. Seit letztes Jahr keine Jahre geschnitten. Ja, ja, das sieht man. Deswegen frage ich ja, was haben Sie für eine Rollen? Ja, schön, das freut mich. Dann wünsche ich Danke. Ihnen eine gute Passion. Danke. Alles Gute, gell? Vielen Dank. Danke, servus. Danke, ciao. Arrivederci. Ciao, Bella. Ciao.
Männer, die sich ein Jahr lang die Haare nicht schneiden lassen, da kann man sich ja in Oberammergau fast wie in einer Hippie-Kommune fühlen. Und ich frage mich natürlich, was das Friseurhandwerk am Ort dazu sagt. Grüß Gott. Ich wollte mal fragen. Ja. Das stimmt. Genau. Ich wollte mal fragen, wie es am Friseur geht, wenn die Passionsspiele anstehen. Schlecht? Schlecht. Ja, logisch. Kommen keine Männer mehr, oder? Nein, nicht. Also sag auch bloß die, was jetzt vielleicht bei der Dekoration sind oder die, was jetzt bei den Römer, die ja, aber die anderen nicht. Kinder gehen da ganz ab, das ist logisch, weil die lassen es wild wachsen. Ja. Ich mache das jetzt so oft schon mit, also ich bin das jetzt schon gewohnt. Aha. Okay. Ja. Ich habe mir das letzte Mal gesagt gehabt, wir stellen ein Sparschwein auf, aber das nutzt auch nicht viel. Also, weil wir hätten jetzt was reingeschmissen. Ach so. Ein Sparschwein auch für die notleidenden Friseure. Ja, aber das ist doch eine nette Idee eigentlich, oder? Ja, gut, Ja. denk mal, das werden wir auch überstehen. Aber Frauen sind ja erlaubt. Ja, freilich. Ja, Also genau. das war früher mal war's nicht erlaubt, wenn du verheiratet warst und über 30, dann hast du nicht mitspielen dürfen, aber seit 90 ist es jetzt so, dass Frauen, also wenn man 20 Jahre im Dorf ist oder eigentlich da aufgewachsen ist oder so, darf man mitspielen. Was gibt einer Kraft, wo man sagt, dass man das die Leute vielleicht als Gedanken mitgeben kann? Ich denke mir einfach, wenn es einfach ein bisschen besser wird jetzt auf der Welt, das war halt das Wichtigste. Also Passion, ja, das ist eine andere Sache, aber wenn du jetzt noch in der Ukraine hinüberschaust oder den ganzen Zirkus jetzt mit Corona, ich denke mal, es sind jetzt halt ein Haufen so Sachen gewesen, wo man zur Besinnung kommt, was eigentlich wichtig ist Ja. im Leben. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ist denn das Kamel schon da, das eigentlich auch bei der Passion mitspielt? Da ist es. Wo ist denn das zu finden? Keine Kamele, sondern Dromedar. Ach, Dromedare sind das? Gut, dass ich das weiß, nicht, dass ich mich blamiere. Aha. Genau. Ich hab das auch nicht gewusst. Gell? Aha. Die steht während beim Schollersteh, gell? Ja. Ja, genau. Gut, dann gehe ich jetzt einmal auf die Suche. Nur Genau. Dromedar. Gut, also Dankeschön. Also, Alles Gute und guten ebenso. Schnitt weiterhin. Ja, danke. Gell? Ja, Viert schaut euch, aus. servus. Gell? Servus. Ciao, pfiat euch. Kennen wir uns? Ja, ich war beim Kurs von Erna dabei. Jodelkurs. Genau. Geht noch was? Na, War beim Jodelkurs. Ihr könnt's mitmachen. Und wunderbar. Und das war ein Friseurladen. Schön. Das hätte euch jetzt heute nicht gedacht, dass so eine Einlage noch kriegt, oder? überhaupt nicht. Überhaupt nicht, gell? Musikalische Einlage, gut Schön, war's. gell? Bravo, Also jetzt Dankeschön. hat alles Gute. Wünsche euch auch was. Gell? Macht gell? es gut, Gesundheit. Ciao. Ja, Viert euch, servus. Servus. Mit dem Jodeln ist wie mit dem Radlfahren. Gelernt ist gelernt. Aber jetzt freue ich mich schon auf das Dromedar. Oder ist doch ein Kamel? Was ist da eigentlich der Unterschied? Grüß Gott. Hoi, grüß euch. Hoi, das wollte ich schon längst wissen. Warum sagt man bei euch Hoi? Was heißt denn das? Hä? Hoi? Hoi. Was heißt jetzt Hoi? Was heißt jetzt Hoi? Hä? Das ist ja das eine Ausnahme. Das ist ein Spruch halt. Ja, genau, das heißt eigentlich Grüß dich, Grüß oder? dich, ja, völlig. Ja, Hoi oder Hai. Hi. Schaut, Ja, ja, ganz kann ich gar mal hinterher, oder? Ja, darf man die Kamele anschauen? Ja. So, Lini, zeigst du das ihnen gleich, oder? Sind Sie der Bauer? Ja. Gehen Sie doch mit? Ich muss jetzt bloß noch schnell ein bisschen aufräumen. Ach so, Geh. das stört uns nicht, der Ja. Trick. Der Trick stört uns nicht. Geh. Weil ich frage mich, wer reitet jetzt die? Ihr müsst sie die auch irgendwie einreiten, oder nicht? Oder sitzt Nein, du da drauf? da kommt jetzt nichts drauf. Ach so, Also 2010 sind sie geritten worden ja. und jetzt möchten sie es bloß besatteln. Ach so, aha. Was gibt's denn jetzt denen zum Fressen? Du, die kriegen jetzt eigentlich bloß ein Hai und ein Wasser und ein Salz. Aha, Mei, hier und da mal wieder ein Brot oder was, so Leckereien halt ein bisschen dazu. ja. Ja, Und ist schon irgendwie eine Chemie entstanden zwischen euch, Kamel und ja Bauern? du, das, allweil. Wir kennen es ja, von 2000 waren sie ja schon da.
Die gleichen? Ja. Ach so. Ja. Da war bloß der Junge, war ein anderer, aber die alte ist die gleiche. Ist jetzt ein Kamel oder ein Dromedar? Früher sind schon Kamel, gell? Haben wir 2 Höcker? Ja. Kameliten, oder wie heißt man die? Kameliten. Genau. Jetzt schaut mal schnell hinten, ich komme nachher. Jetzt schauen wir hinten. Ja. Danke, gell? Bitte, ja. Auf dem Weg haben wir diskutiert, die Froni Mangold und ich. Kamel oder Dromedar? Und dann sind wir draufgekommen, Kamele sind's alle, aber dies mit einem Höcker nennt man Dromedar und dies mit 2 Höcker Trampeltier. Wieder was gelernt. Da sind's. Genau. Und da schauen sie schon, gell? Wie heißen's denn? Das kleine ist der Sigi und die große ist die Nalani. Ja, die hat halt jetzt einen Fellwechsel, da geht jetzt die ganze Wolle runter bei der alten. Ah ja, die kriegt jetzt gerade ein neues Fell. Und wie lange bleiben sie jetzt da? Ein Dreivierteljahr im Endeffekt, oder? Ungefähr, also bis 2. Oktober geht das Spiel und danach werden sie wieder geholt. Die habt's aber jetzt nicht von der Wüste. Nein, das sind bayerische Kamele. Woher? Von der Kameloase Kerler heißen die, in der Nähe von Fürstenfeldbruck. Ja. Das ist eine spannende Zeit für euch. Ihr dürft jetzt dann auf die Bühne. Willi, was machst du? Schön, dass ich euch kennengelernt habt. Oma. Da schauen's die 2. Und ich schau auch, und zwar weiter. Mich interessiert jetzt auch andere Seiten der Passionsspiele jenseits von bärtigen Männern und Kamelen. Und da hat mir jemand einen Tipp gegeben. Servus! Ich mache Zaungespräche. Kommt mir doch irgendwie das Gesicht schon bekannt vor. Das kann sein. Hallo. Grüß Gott. Morgen. Ich mache Zaungespräche und frage die Leute, wie es ihnen geht. Ich habe erfahren, Sie sind eine Geigerin. Richtig, ja. Ist das richtig? Ja. Genau. Ja. Spielen Sie bei der Passion mit? Ja, mache ich auch. Und wie ist die Stimmung? Eigentlich sehr optimistisch und gut. Ich meine, wir haben ja schon jede Menge Absagen erlebt, aber wir schauen alle positiv in die Zukunft. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir miteinander eigentlich spielen könnten. Spontan jetzt. Ganz spontan, gut. Ist die Zeit da? Ja, ich denke schon. Wir haben jetzt tatsächlich Probe, aber es könnte ausgehen. Wenn wir schnell spielen. Ich sage jetzt einfach du, wie heißt denn du? Barbara, und du bist die? Ich bin die Traudi. Traudel. Ich habe mir's fast gedacht. Genau. Ich hab vorsorglich Noten mitgebracht und schon sind wir mitten in einem kleinen Terrassenkonzert. Für den Frieden haben wir beschlossen, spielen wir. Und so verlasse ich die schöne Oberammergau mit Musik im Ohr und starken Eindrücken. Und was ein Trampeltier ist, weiß ich jetzt auch.